sinful world, poverty a comfort can afford. Striving alone to face temptation sore. Where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul. Needing a friend to save me in the end. Well, goedemorgen Sola. Dit is John Peters hier met gedankens uit Gottes woord. Het is maart de 21ste aan de 2020, klok 10 mars, die ohne zin und. Wel 3 met Apostelgeschichte, kapitel 4. Everyone, we get along in sweet accord. But when my soul needs manna from above, where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Het feit mal in Apostelgeschichte, kapitel 3, hat wie die Geschichte von wo das Loma Mann, der will wat, über den fehlt wat. Wat will hij? Hij wil geld, hij wil goven. Wat fehlt hem? Hem fehlt Heilung, hem fehlt ook nog welcher staat, hem fehlt Jezus kan te leren. Wat krijgt hij den dag? Dort, wat hem fehlt. Petrus zei, ik kan niet geld, ik kan niet gold, aber dort, wat ik heb, geef ik die in de naam Jezus Christus van Nazareth stoe op, en dan wordt hij van du wieder heilsam. Entschuldige. Kreeg zijn Heilung door, hij kon hupsen, ran, en God prijzen. En dan komen ze alle top, zijn ze nieuwsgierig, wegen des man wie al 40 jaar loom gewas, door immer fährt bij de trappen van de tempel, door je zeten en je praat. Nu op eenmaal raamt hij door aan, prijs God, en ze kan dan. En grote teken dat God had hier een grote wunder doen. Durch wem? Durch den Namen Jezus Christus, sagt Petrus. En je han hem gekriegt, zich, zei hij, te al die wat de top gesammelt werden. Maar hij is van dood opgestaan. Hij is beim Vater. En je kan buße doen, je kan je omkeren, nur arm. Dan zegt het door duizenden en duizenden bekeerden zich. Dat is niet een wondervolle geschichte, niet was dort, wo Petrus, wat vielleicht weniger als 50 jaar 3 Jezus verloren hat, wegen hij had angst. Die weer niet geveld met den Heiligen Geist, en dat zegt hij weer brood, hij weer driest, en hij predigte duizenden en duizenden mensen. Mocht de Verlang van den Heiligen Geist so bij mij zijn en bij die zijn, zodat wir ook de rechte weer haben in den rechten tijd. Nogmaal fehlt ons driestigheid, nogmaal fehlt dat we stil blijven, ons fehlt den Heiligen Geist, om ons dat wiesen, om ons dat zijn, niet zo. Nu gaan we dan in het nächste Kapitel nemen, en die Geschichte etwas wieder. Dat zegt de priester en de kapitein van de tempelwachter, ja, ze hadden tempelwachter. Dit weer een grote organisatie geworden, dat we niet maar een bisschen steht van aanbeden, van gebed. Jezus hat zelfs die Daschen angesteld en de stijler en al die geschäftslied wat de geld met beim tempel. Maar dat weer een groot systeem. Dat weer een ganze staat wat hier weer. Dat weer een regering even, dat weer de priester, de fariseer, de sadduceer, de schriftgeleerden. Die waren aan, dat hier een grote sammlung van mensen. En hier passiert wat, so ze schicken den kapitein van de tempelpolitie, ook de priester en zo wieder. En zijn goed opgericht. Nu zijn het gezag bij hier, zo te zeggen. Nu zijn de beambten bij hier. Dat zegt ze weer niet moedig met wat de apostel zeiden. En wat zeiden de apostel? Die zeiden Jezus weer opgestaan. Zij waren die wat den verurteilt hadden ten dood. Ze dachten, er trouwens weer opgediend. Maar nu entsteht, dat ze nu een Jezus hadden, nu hadden ze 12 apostel, wat die in de trouwens merken. So ze nemen Peter en Johannes vast. En wanneer hem zo is weer, dan ze in hem gevangenis nemen. Dat is ook te wonderen, hier is een beetje een hechelerie, wegen dat zij als je leren, als leraar van den tempel, zij hadden een mode dat ze dat niet nach opkomen. Maar hoe hadden ze dat gedaan? Maar 50 jaar terug, dan werden ze danach opgekomen, jeng enige gezegd, en hadden Jezus verurteilt ten dood. Nu werden ze waren, I guess, zo heilig, nu moest het wel raar gedaan, niet zo. En zo, ze hebben Petrus en Johannes hier in gevangenis gedaan, dan waren ze smart met de handelen. En zegt er in vers 4 wat wondervolle, dat zegt, waar wat Petrus
en zijn boodschap gehört hadden, die waren toegedeeld zu der Kirche, en dat wir nu al 5000 en deze gemeente. Deze nieuwe gemeente waarin Jesus Christus blijven daar. Dan komt de nächste dag, komt ze toe, dat zegt de gezaatsbeamte, de regering, de älteste en de schriftgeleerden, die komen toe in Jeruzalem en sogar de heilige hoge priester Annas weer door en zijn schweer Caiaphas weer door, verschiedene andere Seiten van de priesterliche familie. En dan brengen ze Petrus en Johannes verend en han een vraag in, der weems kracht en wem zijn noem doe je dit? Wel, dat is eigenlijk dan wel interessant. Petrus gefällt met den Herrn Jesus, zegt, je gezaatsbeamte, je leraar, wanneer je ons hier vergeroopt hebben, wenn wir wat fijner gedaan hebben zu diesem Mann, en wanneer je ons vragen wat er als gehaald worden, dan wil ik nu zijn, weet je alle, dit is durch den Namen Jesus Christus von Nazareth, den je gekreuzigt haben, over den Gott von dood abgewagt hat, daarom steht this Mann hier, op zijn feit, en is gehaald worden. Dis Jesus, dat is den Stein, wat je weggeschmeten haben, und nu wat als dort der Ackstein geworden, und dort wie eine Farce von der Buch Psalm, von 2003. Dann sagt Petrus hier noch was sehr Driestes an. Du hast Erlösung und kein anderen Namen im Himmel, durch wen wir können geraten werden. Sie würden vielleicht so gedacht haben, well, wie wollen geraten durch Moses, oder durch Abraham, oder durch das Gesetzhof, durch die Gebotenhof. Petrus sagt hier ganz verandert, ganz was nicht. Dat zijn wel slechte dingen, we kunnen ons niet raden. Because dit geen geboten met allen eeuwig hol, mijn vriend. Maar wer kan? Keiner kan. Als je moet leren, dan hast du een gebod gebruikt. Hast je maar wat gejankert, wat niet dient weer, dan hast du nog een gebod gebruikt. Ons fehlt een heiland, en die zegt Petrus, hier, er is plus een heiland, durch den können wir geraten worden. Het is interessant, dat ze vragen, durch wem zijn naam hij dit gedaan. Een naam bedient veel. Een naam bedient wer die best. Ik gleich den naam John Peters, maar weet je wat naam nog wichtig is? Dat ik een Christ zie. Dat ik een vader zie. Dat ik een groospapa zie. Dat ik een man ben te mijn vrouw. Dat ik in deinigheid wat hoopning brengt. Dat ik een radioman zie. Dat is al veel weet. Dat ik een businessman zie. Dat zeg ik wie ik ben. Ik zeg dat het wichtigste is dat ik wil een waarde geboren Christ zijn. Dat bedient een naam. Maar hier is nu de naam Jezus Christus. En Jezus Christus bedient wat? Maar Jezus komt van het Oude Testamentliche woord uit de naam Yeshua, oder Yeshua. Wat bedient Yeshua oder Yeshua? Dat zegt de Heer der Raden. Dat wil ik nog eenmaal zeggen. Jezus bedient de Heer der Raden. Dat weer een beeld van wat Yeshua deed. En dat is ook een beeld van wat Jezus deed. Christus, wat bedient dat? Dat bedient de Gezalfde. Wat bedient Gezalfde? De Geroopte. De wat de Geroopte is. Ten woord, ten ons raden. Ik heb niet eer. Nu, als Petrus dit hier erklärt, dann sagt er, der Lehrer, die sagen, wo mutig Peter und Johann werden, und wo drieste werden, wo brav, und dass die haben gleich große Schulden durch, das soll das gewarnt werden. Das werden gewöhnliche Fischermänner. Dann sagt er, sie bewunderten sich, und sie waren an diese werden, nach Jesus Tod gewasst. Das ist das beste Ding, was von Mensch kann sein. Nicht, wenn eine Schuld durch hat. Schuld ist ganz gut, ich bin schuldig, habe mich sehr gehalten. Was noch wichtig, dass wir mit Jesus sind, was wir den können. Und sie sagen, diesen Mann, der geheilt ist, sie kann nicht stehen sein. Was kann er sagen? Sie kann den am selbst, als 40 Jahre die gebracht hat. Und dann schicken sie die Petrus und Johannes rüten, und haben sie von selbst ein Meeting. Was dürfen mit diesem Mann sein sie? Das weiß alle Mann, dass dieser Mann geheilt ist. Und dann, aber wir wollen ihn warnen, nicht mehr in diesem Namen Jesus zu predigen, und roten sie die drei an. Grinsen sie etwas uit und sagen sie, dort nicht mehr von den Namen Jesus reden. Und viele Menschen würden vielleicht gesagt haben, was hier ein leichtes Leben, wo wir nicht würden, nicht? Ich habe ein Haus, wo wir nicht mehr gespart worden, wo wir nicht mehr ferm Rot kommen hier. Aber Petrus nachher mal Brot und Dries und gefällt mit den Heiligen Geist, kickt ihn und sagt, nicht durch jemals diese Frage beantworten. Ist es besser Gott gehören oder jünt? Die sollen rechnen. Aber wir können bloß dort reden, was wir gesehen und gehört haben. Was haben sie gesehen? Jesus gestorben, abgestanden, in den Himmel getan, und sie predigen das wieder. Und dann geben sie mehr Threats, sie grunzen ihn aus, sehen, was sie tun würden, und schicken ihn nach Haus.
Weil sie wissen, das ist wie ihr halt. Und sie wissen auch, dass Menschen priesen Gott. Wegen dieser hat er 40 Jahre durchgebracht. Und dann kommen sie taub, als gemeint, Petrus und Johannes und die Gläubigen. Und dann beten sie. Und was beten sie? Oh, Herr, jetzt zu schlagen. Menschen gleichen uns gleich. No, das ist nicht, was sie beten. Sie sagen, Gott, wir preisen die, weil die den Himmel, die ihr gemerkt habt. Wir preisen die, dass wir haben könnt, einstehen für die. Das sind Menschen, die sind gegen die. Wir weten auch, dass diese Menschen haben, die sehen Jesus Christus. Ja, was? Weil du hast es alles so geplant, du hast es alles so gewollt, du hast sogar die schlechten Menschen können brauchen, um deine Erlösung schenken. Ist Gott in der Kontrolle? Immer. Weiß Gott sich? Immer. Haben wir die Wohl? Ja, wir haben die Wohl, aber Gott kann nur mal nach schaffen. Und sie in wundervolle Wellen dann sagt er, ich stehe, ich schadet. Und dann werden sie in den Himmel gefällt mit den Helden Jesus, zum Driesen, zum mutig predigen. Dann sagt er noch was mehr von der Frucht von Geistes, das sagt, dass sie werden alle taub, und weißt du was, sie werden sich einig. Eine Gemeinde, was sich einig ist, kann so viel tun. Dus Kraft ben, und das, was Jesus gebet hat in Johannes 17, dass sie in Notfall, die würden sich einig sein. Und das sagt, diese werden sich einig. Und die können eine große Kraft über End, und sie predigen, und die werden Heilung, die werden Wunder, und die wird keiner was fehlt. Alle Mann braucht haben gut taub, und dann wird es allem Erd. Dat wir gleich ein Bemuss. Dat wir ein Freiwillig gegeben und alle Mann hat zu eten. Und wir sogar reden durch von einem Barnabas, was sein steht, verkauft sein Lohn und gibt das zu den Apostel. Und das ist das erste, was wir von den Barnabas hören. Und das sagt, dass sie nun, haben wir erst in Josef gewesen, wisst ihr das? Aber er hat so ein gegeben, dass der Apostel geben einen frischen Namen, er hat Barnabas, und das meint ein Sehen von Mut. Diese hat eine Gulf zum Menschen mutig machen. Muss wie so ein Barnabas sein, nicht so? Das heißt, er verkauft seine Städte, gibt er zu den Apostel. Aber nächstes Mal in Apostelgeschichte 5, wo wir lesen von Ananias und Sapphira, wo auch wohl einen Namen haben, verkaufen worden, geben er zu den Apostel. Aber irgendwann sei auch was gestruft. Wir haben nächstes Mal noch mehr von vertrauen. Heute hier wie 12 fertig, meine Freunde, für das deutsche Radioprogramm. Und das ist Apostelgeschichte 4. Das ist nicht interessant. Kriegt das Peter, was nicht fertig der 3 hat Jesus dreimal verloren. Warum? Er hat Angst. Nu wie hij gefällt mit den Helden Jesus, und das ist wie Dries, für duizenden Menschen, und für das Gesetz. Predigt Jesus Christus. Muss wie so gefällt sein mit den Helden Jesus. Muss wie der rechte wir haben, der rechte Zeit. Und muss Jesus geehrt und gepriesen worden durch uns und durch das Programm. In Jesus in Namen. Amen. Alright, wir wollen een krijg door loten. Meine Maschine schafft die rots nicht. Het halve loten.